Ein Zeitchen später, nach der Geburt von Jesus, haben ein paar weise Männer, Sterndeuter aus einem fremden Land, einen besonderen Stern am Himmel gesehen. Vielleicht hatten sie einen weißen Bart, aber ganz sicher waren sie gescheit. Sie haben schon viel gelernt über Sterne und sind ziemlich gut rausgekommen. Sie haben zum Beispiel gewusst, was dieser Stern zu bedeuten hat, nämlich, dass ein neuer König in Israel geboren ist. Oh wow, der Stern. Das muss ein Zeichen sein. Ja, genau. Ein neuer König ist geboren. Denkst du auch das, was ich denke? Wir müssen uns unbedingt auf die Socken, auf das Kamel machen und den König besuchen. Ja, genau. So einen König muss man doch begrüßen. Und ihm ein ordentliches Geschenk machen. Also los, die Richtung wissen wir ja. Einfach dem Stern nachher. Wir machen alles parat und dann ab die Post. Ab das Kamel. Herodes war zu dieser Zeit König von Judäa. Als er gehört, dass die weisen Männer unterwegs sind auf der Suche nach einem neuen König, ist er verrückt worden und er hat die Bediensteten angemögt. Es soll keinen anderen König geben neben mir. Ich will der einzige Herrscher bleiben im Land. Er ist doch der König von Judäa. Und er will doch König bleiben, und zwar der Einzige. Irgendwie hat er es geschafft, dass er die Sterndeuter abfangen konnte. Scheinheilig und sehr freundlich fragt er: Ihr lieben Männer, was wollt ihr da auf eurer Reise? Wir wollen den neuen König besuchen. Ah, es gibt einen neuen König. Interessant. Ja, wir haben einen Stern beobachtet. Der führt uns direkt zu ihm. Ach so, meldet mir doch bitte, wenn ihr den König gefunden habt. Ich will ihn auch besuchen und ihm die Ehre erweisen und Geschenke bringen. So eine Logik! Herodes hat Jesus nämlich keine Geschenke bringen, sondern dafür sorgen, dass er kein König werden kann. Die weisen Männer sind weiter Richtung Bethlehem gezogen und genau dort, wo Jesus war, hat der Stern gestoppt. So haben die Männer gewusst, dass Jesus hier ist. Vielleicht bist du auch schon mal an einer Schatzsuche dabei gewesen. Du hast gäng neue Hinweise bekommen, wo es weitergeht, bis du am Schluss am Ziel bist angekommen. Gerade so ist es diesen Sterndeutern auch gegangen. Gott hat den weisen Männern auf eine ähnliche Art und Weise den Weg gezeigt. Dank dem Stern haben sie gäng gewusst, ob sie noch auf dem richtigen Weg sind. Es war also eine richtig spannende Reise. Als die Sterndeuter Jesus gefunden haben, waren sie überglücklich. Sie sind vor ihm auf die Knie und haben ihm Geschenke überbracht. Auch wenn da im Krippli ein Baby war, haben sie gleich ganz genau gewusst, das ist ein König. In dieser Nacht ist der Sterndeuter ein Engel erschienen. Hey ihr Männer, nehmt den anderen Weg zurück für heim und geht nicht mehr beim Herodes vorbei. Ganz erstaunt haben sie am nächsten Morgen über die Begegnung geredet. Und sie haben es genau so gemacht und haben Herodes nichts verraten. So hat Gott den weisen Männern geholfen, Jesus zu zwingen. Und gleichzeitig hat Jesus, das kleine Baby, vor einem eifersüchtigen Herodes beschützt.